Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Sie arbeiten dort, wo andere Ferien machen. Die Skilehrer von Schule im Unterengadin, an der Heimat vom Schauenursli. Zum Start in die Saison fällt der Schnee. Das macht dem Clan Neuhaus, am Chef der Skischule, Sorgen. So wenig Schnee habe ich jetzt wirklich nie erlebt und ich mache das schon über 20 Jahre. Der Skilehrer Welper Johnny Putzi hat eine weite Anfahrt auf Schule. Heiliger Skier. Plötzlich vergeht ihm das Jodeln. Wer ist der beste Skilehrer? David! Ein Charmeur auf und neben der Piste ist der David Frank aus dem Südtirol. Biologisch oder konventionell? Biologisch. Ach schon? Ja. Brav. Sie alle leben für eine Saison in den Bergen. Für ihre Leidenschaft Skifahren. Das ist SRF bei den Leuten, die Skilehrer. Auf diesen Tag hat der Clan Neuhaus seit dem Sommer hergearbeitet. Heute ist die Saisoneröffnung im Skigebiet von Schule und er leitet die Einteilung der Skischüler. Gut, Yogi, was schön, schauen, in einer Gruppe, Der Tarif gibt man die Schule auf Romansch und Deutsch durch. Jawohl. Sehr gut. Jetzt schaue ich, dass es eingeteilt ist. Es ist ein Moment. Ich muss nur schnell da Volker. Die sind dort unten, die Dame. Ja. Und da habe ich noch zwei Fortgeschrittene. Ja. Kommen gerade runter. Okay. Nehmen wir mit. Jetzt musste ich schauen, dass es ein bisschen schneller läuft. Weil es ist jetzt, die letzten 10 Minuten ist für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu langsam. Und das ist halt der erste Tag. Die Neuen zum Teil haben noch nicht 100% jetzt in dem Moment gewusst, wo sie hin und so. 150 Kinder warten auf dem Sammelplatz auf ihre Skilehrer. Nach Alter und Können tut sie der Clan in Klassen einteilen. Das ist sehr wichtig, dass die Einteilung schnell geht. Weil, wenn wir zu lange haben zum Einteilen, dann wären die Kinder ein bisschen aufgeregt und so. Und die Gäste und die Eltern natürlich auch. Oder? Haben das Gefühl, ja, die Kinder müssen Skifahren und so. Aber sobald wir schnell draußen sind, auf dem Lift, dann nachher sind die Gäste auch zufrieden. Jetzt läuft die Einteilung. Aber es fehlt noch ein Skilehrer. Der David Frank ist der noch fehlt. Er ist Grenzgänger aus dem Südtirol. Sein Arbeitsweg ist lang und geht von Italien über den Reschenpass auf Österreich und von dort in die Schweiz. Ja, es ist schon zum Teil anstrengend. Es ist halt eine Heimfahrt eine Stunde hin und eine Stunde retour. Also am Tag sind es 2 Stunden nicht. Es ist, wenn man allein ist, zum Teil ein bisschen langweilig. Heute zum Beispiel bin ich allein. Der David ist normalerweise mit seinem Vater unterwegs, der Skilehrer ist. Aber es hat im Moment so wenig Schnee, dass es nicht genug zu tun gibt für alle Skilehrer. Es erinnert einen fast mehr an den Sommer als wie im Winter. Normalerweise ist schon, dass um der Zeit, wenn ich rauffahre, ist alles weiß. Ist halt auf gewesen. Und dann freut man sich dann auch, dass es Schnee ist. Man freut sich auf die Ski stehen und es ist halt Winter. Aber das Wintergefühl, das fehlt das Jahr ein bisschen. Die Schneeverhältnisse sind prekär. Heute zum Saisonstart laufen gerade mal 2 Lifte. So habe ich nie erlebt. So wenig Schnee habe ich jetzt wirklich nie erlebt und ich mache das schon über 20 Jahre. Also wenn wir keinen Schnee mehr bekommen, dann ist es nicht gut. Obwohl Hotels sind voll über Weihnachten und Neujahr. Aber die Frage ist, kommen sie denn in die Skischule, kommen sie auf den Berg Skifahren, wenn dann nicht alles offen ist? Morgen miteinander. Bist du? Irene, sie muss da. Aber die Sorgen müssen nicht hinten anstehen. Der Clan hat alle Hänge voll zu tun bei der Einteilung. Und er wartet gäng noch auf David. Die Irene nimmt gerade Nando auch mit.
Wenn ein Skilehrer zu spät kommt, dann müssen halt Gäste warten und dann ist das natürlich für uns und für den Gast unangenehm. Der David ist ein paar Minuten zu spät. Er kennt seinen Chef. Das gibt noch zu reden. Wo ist der David? Hoi, David. Hierher. Hoi. Hoi, Chef. Ja, klar. Alles gut? Ja. Du bist bei der Rote Hintal ganztags. Ha? Das ist super, ja. Jetzt habe ich schon den Nils dort, ja. Ghettorix und Linard. Und du nimmst eine Gruppe ganztag. Ist gut. Du weißt wie. Ja. Merci. Die Skischüler warten schon. Jetzt geht es darum, die auf 2 Klassen zu verteilen. Ja? You finished the quarter to 12. Quarter to 12 on the... Fremdsprachen sind nicht die Stärke von David. Das Problem wäre Englisch. Also ich kann schon ein bisschen Englisch, aber die 2, 3 Worte, mit dem kann ich nicht unterrichten. Das ist zu wenig. Also das wäre schon ein bisschen das Problem, Englisch. So, wer ist da? Nadia. Ist alles klar, Nadia? Wo kommst du her? Aus Shanghai. Aber du kannst ein bisschen Deutsch, oder? Ich verstehe nicht alles, aber ich kann schon ein bisschen. Das ist der Loek. Wo kommst du her, Loek? Auch aus Holland. Aber du kannst auch Deutsch, gell? Ein bisschen, ja? Super. Auch Holland. Auch Holland. Tis. Ja, Tisch. Sehr gut. Wie? Tisch. Tisch, okay. Super. Ja. Komm, auf! Hopp! Jetzt wird Ski gefahren. Was soll das? Der David ist wählerisch. Bei ihm kommen nur Kinder in die Klasse, die schon etwas können. Da! Hierher! Ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, in einer Gruppe, was ein bisschen Gas gibt, ist dann schon cool, nicht? Und mit Größeren kann ich das natürlich machen. So, alles klar? Ja. Ja? Dann bin ich euer Skilehrer für diese Woche. Ist das gut? Ja. Ihr sprecht Hochdeutsch, oder? Sprecht man besser Hochdeutsch. Versteht ihr mich alle, wenn ich Hochdeutsch spreche? Oder halt versuche, Hochdeutsch zu sprechen? Na gut, fahren wir runter. Bis Ende Woche werden die Kinder jetzt jeden Tag mit dem David auf der Ski stehen. Oder Johnny Putz ist Skilehrer. Er kommt vom Prättigau und ist erst auf dem Weg auf die Schule. Im Sommer ist der Johnny Mutterseelen alleine auf der Alp. Er freut sich auf die Saison als Skilehrer in der Schule. Wenn wir Ferien machen, können wir arbeiten. Und das ist schon mal hübsch, ne? Das ist eine tolle Sache. Und dann natürlich hat man es dann auch nicht mehr langweilig. Da kommen die schönen Frauen da aus der ganzen Welt kommen da her. Und dann hat man Rambazamba und alles ist so hübsch. 100 Kilometer sind es von Meienfeld auf die Schule. Und der Jeep von Johnny fährt maximal 30 Kilometer pro Stunde. Er hat nur den Fahrausweis für landwirtschaftliche Gefährte. Und mit diesem Jeep will der Johnny über den Flüelapass. Na, die Prognose ist nicht gut. Jetzt Niederschläge oben, Schnee. Aber ich habe natürlich gute Ketten, auch gute Pneu und Allrad. Und dann brauche ich auch Ketten. Der Flüelapass hat vielleicht schon Wintersperre. Marco Zack, jetzt habe ich natürlich vergessen zu schauen, ob der Flüelauf ist da vorne auf der Tafel. Oh. Ja, nun, das werden wir dann schon noch hin. Das Wetter ist das eine, die Technik das andere. Der Johnny ist schon vor dem Flüelapass gestrandet. Hey, Beb! Was ist das hier für eine langweilige Truppe? Wenn ich hier Pip schreie, müsst ihr alle laut schreien Hurra, okay? Nochmal. Hey, Beb! Hurra! Hey, Beb! Hurra! Hey, Beb! Hurra! Super! Auf geht's! Und hopp!
In Schkuhl gibt der David Frank den ersten Unterricht vor der Saison. Kurzschwingen ist auf dem Programm. Kurzschwingen beibringen den Kindern ist natürlich nicht so ganz einfach. Das braucht schon, sage ich jetzt mal, eine Zeit und es braucht auch viel Übung. Der Oberkörper hat einen Punkt, zum Teil zum Beispiel, könnt ihr auch einen Punkt merken. Dorthin schaut der Oberkörper und die Skier machen diese Bewegung. Alles klar? Gut. Sieht gar nicht so schlecht aus. Aber am David lenkt das nicht. Ja, Tisch, du bist schöne Parallelschwünge gefahren, aber mit Kurzschwingen hat das nicht so viel zu tun, gell? Ich versuche einfach so ein Mittelmaß zu haben. Ich darf nicht zu streng sein, aber auch nicht zu locker. Und ich denke schon, es braucht schon Disziplin, weil sonst ist da ein Chaos. Aber man muss auch immer ein bisschen Spaß machen, damit die Kinder ein bisschen lachen und ein bisschen begeistert sind und Freude haben, auch am nächsten Tag wieder zum Skikurs zu kommen. So, alle ein bisschen Schnee und jetzt gehen wir weiter. Am Mittag kontrolliert der Clan Neuhaus, der Chef der Skischule, ob alle Skilehrer mit ihren Schülern zurück sind. Ist gegangen, Toni? Der Clan ist immer auf dem Berg. Toni, gegangen? Gut. Das ist bei mir so. Ich mache das, weil für mich ist das sehr wichtig, dass der Gast sich wohlfühlt, dass ich weiss, die Skilehrer sind da und der Gast ist zufrieden. Also ich bin schon ein Typ, der kontrollieren will. Das heisst nicht, dass ich Skilehrer kontrollieren will, wie sie die Arbeit machen. Aber für mich gibt es ein gutes Gefühl, also dass ich weiss, es läuft, die Skilehrer sind unterwegs, die Gäste sind da. Und wenn ich unten im Büro hocke, dann weiss ich nicht, was da oben auf dem Berg läuft. Dann erfahre ich erst am Abend, wenn etwas vielleicht nicht gut war. Einer fehlt noch. Schon wieder. Gegangen, David? Ja. Ha? Gut, super. Ja. Jetzt sind alle, der David war der Letzte, sind alle zurück. Ich bin zufrieden. So, jetzt schauen wir. David ist noch da unten. Jetzt schauen wir im Privaten. Der Johnny Putzi braucht Hilfe. Sag mal, das ist mir jetzt noch nie passiert. Nicht zur Zeit, nein. Ja, vermutlich von der ersten Schnur. So, jetzt halt rein, probier. Jetzt müsste dann etwas kommen, sonst ist dann nicht die Batterie. Heiliger Sieg. Gott verdammt Sieg. Voilà. Gut, du sagst dann einfach nicht mehr abstellen. Hey, jetzt weiss ich warum. Nicht mehr abstellen. Nein. Du, jetzt weiss ich warum. Ich habe den Ding die Lüftung abgeschaltet, da ist er gekommen. Probier mal abstellen. Ja. Sonst kannst du nicht mehr abstellen in den nächsten 2 Tagen. Du musst aber das Licht einschalten, Ja, gell? probier. So habe ich Licht, gell? Ja? So. So, jetzt noch mal laufen lassen. Ja, wunderbar. Was bin ich schuldig, Peter? Das ist schon gut. Jetzt haben wir 33. Der läuft nicht schlecht. Die kommen immer dahin. Jetzt muss ich mal vor. Ja, der könnte auch vorfahren. Mit Tempo 30 ist es ein langer Weg auf die Schule. Und der Johnny will über einen Flügel statt durch einen Verein-Tunnel. Das Geld für einen Bahnverlad reut ihn. Auch wenn es langsam richtig winterlich wird, so schnell bringt der Johnny nichts aus der Ruhe.
Obwohl, ich fahre jedes Jahr da über. Dann gehe ich rein und bleibe rein. Dann kommen wir nicht mehr bis zum Frühling. Dann lasse ich den Skip in die Schule rein. Und wenn ich den mal brauchen kann, dann brauchen und sonst ist es auch gleich. Der frisst ja kein Heu. Da liegt schon bald ein halb Meter Schnee. Kurz vor der Passhöhe ist für die Lastwagen Kötteln angesagt. Der Johnny hat zwar nur einen 30er-Jeep, dafür 4-Radantrieb. Nach 6 Stunden Fahrt ist der Flüela-Pass geschafft. Zeit für eine Pause und etwas zu trinken. Das wäre zumindest der Plan. Heula. Junge, das war etwas, du. Heula. Ja, lebt noch. Gut, alles tipptopp. Heula. Herrgott, Sack, jetzt bist du nicht da, ha? Ja, no. Hätte man können eins saufen da, aber es ist niemand da, ha? Niemand um. Oh, der Schnee da, herrlich. Der kommt genau recht auf die Weihnacht, der Schnee. So, jetzt da. Hier, der läuft ja wieder ein Nürgeli. Der halt ohne Kaffee nimmt der Johnny die letzten 30 Kilometer noch unter die Räder. Das Schule ist der erste Tag von Skischule vorbei. Es ist Skilehrerrapport. Der Clan Neuhaus, der Chef, ist nicht zufrieden, wie es am Morgen bei der Einteilung gelaufen ist. Ihr müsst mithelfen, dort, dass die Gäste schneller am Ort sind. Und dann beim Mitteilen haben wir zu lange gebraucht heute. Aber wichtig ist, dass wir morgen wieder hier rechtzeitig auf dem Platz sind. Das mit dem rechtzeitig auf dem Platz sein. Der David weiss, dass er gemeint ist. Normalerweise bin ich ja pünktlich, aber heute war es halt nicht so pünktlich. Und es ist klar, dass dort der Chef dem was sagt. Ich meine, er ist auch der Chef und wäre komisch, wenn das ihm gleich wäre. Gut, dann von meiner Seite war alles. Herzlichen Dank für euren Einsatz. Und wir sehen uns spätestens morgen. Schönen Abend. Ich war auch mal Skilehrer, habe genau die gleiche Karriere gemacht wie die anderen hier auch. Und für mich ist es sehr wichtig, dass sie auf die kollegiale Art arbeiten mit ihnen. Aber sie müssen Respekt haben. Aber ich habe das Gefühl, Respekt haben sie auch. Sie wissen, ich bin der Chef. Aber es gibt Lehrer hier, die Stammskilehrer, mit denen bin ich aufgewachsen. Das sind meine Freunde, meine Kollegen. Aber auch die wissen, schlussendlich habe ich das letzte Wort. Drei Bier und der Panache, bitte. Dunger im Tal geht's hoch zu und her. Nein, das ist mein. Zum Après-Ski ist der David pünktlich. Ja, klar. Und du hast auch gut Vorbild. Ich bin leidenschaftlicher Skilehrer. Ja, ich auch. Wir auch. Das stimmt. Auf der Piste und danach auch noch ein bisschen. Oder, Toni? Ja, gut. Noch kann er noch ein bisschen mehr. Nein, wenn ich rausgehe, dann habe ich deswegen die Skilehrer Jacken an. Aus einem Grund. Toni, du weißt es, oder? Damit man ihn wieder findet im Schnee. Die Frauen haben gerne Skilehrerjacke. Ich denke, so als Skilehrer hat man schon gute Chancen bei Frauen irgendwie. Habe ich das Gefühl. Der David flirtet gerne, auch mit seinen Skilehrerkolleginnen, wie Nicole Jeanette. Sie kennt den David gut, aber nur als Kollege. So schön mit der Sau Nein, der David wäre eigentlich nicht so mein Typ. Er ist ganz ein Lieber, aber ich mag eher die sportlicheren, so weniger festete. Ich bin doch kein Partylöwe. Ich bin ja eher gemütlich, nicht? Ich bezeichne das als gemütlich.
Zwungenermassen gemütlich genommen hat es auch der Johnny Putzi. Nach fast 8 Stunden hat er es auf die Schule geschafft. Hoi, Martha. Schau da. Schau, wer kommt. Hoi, hoi. Hey. Ja, Rachel, du bist auch besser, hä? Ja, das geht. Nein. Ja, wir sind jetzt über den Flügel gekommen. Hat es Schnee? Viel Schnee oben. Ah, sicher. Ja. Der Johnny hat keinen festen Wohnsitz. Im Sommer lebt er auf der Alp, im Winter hat er ein Zimmer bei 80-jährigen Martha Gantner. Cool. Da habe ich alles da. Ja. Da habe ich noch die Ware verfahren, gell? Ja, schau mal, hast du mir so gewaschen da noch? Ja, denke ich. 20, gell? Ja. Wohl, ich komme gerne her zu Martha. Ich habe schon noch Schule, zu Engadin, als Halbhirte da oben. Wenn man da immer allein ist und dann kommen wir daher in den Rummel in den Winter da oben, das ist ein hübsches Gefühl, weißt du? Mit dem Gepäck hat der Johnny auch Käse von seiner Alp. Der soll hier im Keller von Martha noch ein bisschen reifen, aber nicht zu lang. Schön, hey, super gemacht, Martha. Sieht gut aus, ha? Das ist Alpkäse. Da tue ich jetzt mal da drauf bis morgen. So. Oh, mit Butter, ha? Ja, ist gut. Herrgott, der Gust, du. Das ist der Gust. Ja. Was ich mit dem Käse vorhabe, da habe ich Skischüler den Winter. Die kommen schon Jahrzehnte zu mir und ich verkaufe jeden Winter Käse. Ein Plätzchen bekommt auch das Hirschgeweih. Der Johnny ist nicht nur ein Skilehrer, sondern auch ein Geschäftsmann. Das Geweih will er dann noch einem Skischüler verkaufen. Ja, Wahnsinn, gell? Das ist der Kapitaler. Nein. Gell? Der Arm. Ja, ich sag nichts. Der Arm Hirsch, ha? Ei. Ob Sommer oder Winter, jeden Morgen früh ist Nicole Jeanette am Joggen. Sie ist Skilehrerin und Ausbildungsleiterin der Skischulschule. Ich bin am Morgen unterwegs, dass ich nachher bessere Laune habe und mehr Power habe. Ja, Nicole ist sehr am Morgenmuffel und bis um 10 Uhr redet sie eigentlich wenig. Ich brauche immer 2 Stunden, bis ich voll wach bin. Aber nachher habe ich den Power. Ja, der Sport, das ist bei mir so ein bisschen Sucht. Ich brauche es einfach, um immer gute Laune zu haben. Nicole hat früher Spitzensport gemacht. Sie wollte Skirennfahrerin werden. Für vorne mitzufahren hat es aber nie ganz gelangt. Und dann hat sie noch eine Serie von schweren Sportunfällen gehabt. Ich hatte einen Bikeunfall vor etwa 5 Jahren. Und dort hatte ich Bandscheiben draussen. Dann habe ich den Rücken operiert. Dann habe ich das Gesicht, also die Nase 6-mal gebrochen. Und sonst auch im Gesicht überall ein paar Narben. Ich hatte noch einen Telemark-Unfall, also mit Telemäkeln die Schulter ausgerenkt. Auf dieser Seite auch ausgerenkt mit Fahren. Und das habe ich auch operiert. Trotzdem, Sport ist weiterhin ihr Leben. Ich mache Sport, weil mir es einfach hilft, dass es mir nachher besser geht und dass die Muskeln mich ein bisschen unterstützen. Und dann habe ich auch nicht so Schmerzen.
Auch Skilehrer müssen in die Schule. Der Johnny Putzi ist nicht patentierter Skilehrer und muss darum jedes Jahr in die interne Ausbildung von Skischule. Nicole leitet den Kurs. Jawohl. Jetzt macht man ein bisschen schneller die Challenge. Schauen schnell, ich mache gerade eine Demo. Ha? Ihr könnt auch schon eine Monete wechseln und dann ist auch noch gescheit. Rückwärtsfahren steht heute auf dem Programm. Vor dem hat der Johnny Respekt. Ich will ja nicht sagen, ich kann es, wenn ich es nicht kann. Dann sagt man immer, man kann etwas. Wenn man es nicht kann, dann sagt man lieber. Ich tue noch ein bisschen üben. Ich bin auch der erste Tag auf der Ski und ich habe dann das Knie operiert im Frühling und dann will ich nicht umkehren und das wieder versuchen am ersten Tag schon. Lass mir nur ein bisschen los, ja. Ich kann das schon. Ja, du kannst das schon. So. Gut, und stoppen. Und jetzt gehst du. Auch oben. Ja? Letzte Saison hat der Johnny das Kreuzband gerissen. Darum ist ihm das Rückwärtsfahren nicht ganz geheuer. Jetzt zusammen mit der Ski, ha? Ja. Nicht zusammen mit der Ski. Ja. Und jetzt können wir stoppen. Sehr gut. Hä? Ja, das macht das super. Hey! Sie macht das formidabel, natürlich tipptopp. Sie sagt klipp und klar, Johnny, der Fehler machst, der machst. Und den muss ich hinter die Ohren schreiben. Die sind jung, spritzig, die wollen es wissen. Ja, dann macht es gut. Die erste Hürde, das Rückwärtsfahren in Tandem, ist geschafft. Nach dem Mittag muss dann jeder noch alleine rückwärts fahren. Was? Auf der Rad? Auf der Rad bin ich mit meinem Cousin zusammen. Meierfelder Traubensaft. Ist gut geraten, der Traubensaft das Jahr. He? Ja. Viva, hein? Viva la Grieche! Allegra Viagra! Am Nachmittag hoffe ich, dass er so schnell wie möglich wieder vorbei ist. Obwohl ich gerne Ski fahre, aber man sieht nichts. Die Sicht ist nicht gut. Ich glaube, der Johnny probiert mir ein bisschen überschnarren. Jetzt hat er den ersten Weiss wie schon, das erste Glas in die Hand. Und wenn ich ihn so kenne, meinte ich fast, dass ich am Nachmittag hart bleiben muss. Trotz allem Wein, der Johnny muss rückwärts fahren. Ich hatte eigentlich eine Stützhilfe. Das Ziel wäre nachher allein das Ganze rückwärts fahren. Ha? Der Johnny hat sich überwunden und es geht gut. Am Anfang zumindest. Was sag ich? Habe ich nicht mehr gesehen. Sorry, ja? Er ist auf die Fresse gefallen, aber er hat sich, glaube ich, nichts gemacht. Oder einfach recht schnell aufgestanden, dass niemand merkt. Das mache ich auch, wenn ich auf die Narren mit dieser roten Jacke. Ich bin dann so zurückgefahren und nachher ist durch die Schneekanone gesehen, da habe ich nichts mehr gesehen. Und dann habe ich gemeint, es geht abwärts und ist aufwärts gegangen und da habe ich das Gleichgewicht verloren. Sonst wäre ich nicht umgekehrt. Aber das kann passieren. Der Gast hat noch gerne mit mir einmal umgekehrt. Das kann jedem passieren. Das ist auch keine schlimme Sache. Mit 67 ist der Johnny der Älteste der Gruppe. Er ist froh, dass er noch mithalten kann. Ja, ich sage zu einem alten Säckel, ist nicht mehr gut. Und dann sagen dann die anderen, ja, du Ohrensäckel, wir wären froh, wenn wir in dem Alter noch so Ski fahren könnten wie du. Das ist unser Traum, sagen die jungen Skilehrer. Und dann bin ich dann wieder zufrieden mit mir selber. Und das tut einem auch gut, der Seele. Ja, wenn man zufrieden ist. Nicht? Das ist das Hochtal von Matsch im Südtirol, gerade an der Schweizer Grenze. Hier bauert der David Frank zusammen mit seinem Vater, dem Karl. Vater und Sohn sind beide Bauern und Skilehrer. Wir sind hier jetzt auf der Bergwiese von uns. Die liegt auf über 2000 Meter. Und im Sommer wird die einmal gemäht. Und ja, wir machen alles Rundballen. Und das meiste heute wir dann immer hier rein.
Und jetzt hat es noch nicht viel Schnee und dann gehen wir meistens einmal die Woche gehen wir rauf und nehmen einen Ballen runter und tun sie dann unten im Stall verfüttern. Wenig Schnee heisst aber auch wenig zu tun als Skilehrer. Der Karl hat bis jetzt noch gar keinen Einsatz gehabt. Wir haben leider halt nur Arbeit, wenn wir kriegen zahlt, wenn wir arbeiten, als Stundenlohn. Und dafür haben wir jetzt halt 2 Wochen. Ich bin patentierter Skilehrer und 2 Wochen, das ist ein halber Monatslohn. Das ist gleich, macht gleich dann bei unseren Verhältnissen also noch mal fast 2000 Franken aus. Das Einkommen als Skilehrer ist für die Familie Frank wichtig. Vom Bauern allein können sie nicht leben. Mit Subventionen ist hier bei uns in Südtirol, in Italien, nicht jetzt gerade so gut wie in der Schweiz. Der Milchpreis ist zwar nicht schlecht, aber Subventionen, was man kriegt, wenn man jetzt viele Hänge mähen muss, dort sind die Subventionen nicht gerade groß und man kann davon nicht leben. Der Hof hier zu übernehmen, ist ein Risiko. Man weiss nicht, ob es rendiert. Der David schaut darum für einen anderen Bauernhof. Am Vater gefällt dieser Gedanke gar nicht. Er hofft, dass der David da bleibt oder zumindest etwas in der Nähe findet. Dass er jetzt eine Schule zieht, glaube ich nicht. Außer er würde so eine hübsche Bäuerin kennenlernen dort und würde gerade dort bleiben. Das wäre. Aber mit dem könnte ich noch leben, weil die Schule ist ja, wie gesagt, ist ja vor der Haustür für uns praktisch. Wir sind eine knappe Stunde sind wir in der Schule. Und wenn ich jetzt gerade dort bleiben würde und einen schönen Betrieb hätte, mit dem könnte ich noch leben. Sollen wir essen? Ja. Oh, ist auch gut. Mahlzeit. Zum Wohl. David. Ja, zum Wohl. Schatz. Zum Wohl. Zum Wohl, Enka. Zum Wohl. Lena. Gib mir noch einen Schluck Wein. Frank ist eine Grossfamilie mit 7 Kindern. 3 Modi und 4 Gielen. Der David ist mit 22 der älteste der Geschwister. Mit 11 Monaten die Lena die jüngste. Der David hat auch gerne eine Familie. Also jetzt bin ich noch jung, jetzt darf ich noch ein bisschen geniessen, sage ich jetzt mal. Aber später würde ich schon gerne selber mal eine Frau und auch Kinder. Also schon eher eine grosse Familie. Weil ich einfach das gewöhnt bin und damit aufgewachsen bin. Und ich glaube, es ist schön. Ramosch im Unterengadin, ein paar Kilometer neben der Schule. Endlich schneit es mal bis ins Tal runter. Hier lebt der Clan Neuhaus, der Chef der Skischule, zusammen mit seiner Frau Doris und den 2 Kindern. Wenigstens hast du mal ein neues Plus geschafft. Ein Plus? Ja, das ist sehr schön. Es freut mich, dass es jetzt endlich mal ein bisschen schneit, auch wenn es nicht so verrückt ist. Aber es ist jetzt richtig winterlich. Bis jetzt hat es so wenig Schnee gehabt, dass die Saisoneröffnung auf der Kippe gestanden ist. Eine schwierige Situation für den Clan. Er ist jetzt, glaube ich, schon mal beruhigt, dass das Skigebiet aufgegangen ist. Am Anfang war es ja noch ein bisschen prekärer und jetzt, wo es auch unten im Dorf ein bisschen weiss wird und so, beruhigt es ein bisschen, würde ich sagen. Wegen dem Schneemangel hat der Clan nicht genug Bütze für alle Skilehrer. Es ist sehr schwierig für mich, weil ich die Skilehrer anstellen und ich will ihnen so viel Arbeit geben wie möglich. Das ist ja so. Aber schlussendlich sehen sie auch ein und sagen, ja, es hat jetzt momentan zu wenig zu tun. Es ist der einzige freie Tag der Woche. Aber frei ist in der Saison relativ.
Oui. Giudere, Schatz. Ist sie bei? Aber qua buon, ha? Okay. Das ist jetzt ein Skilehrer, der auch da oben war. Er fragt dann natürlich, hat es viel Schnee gegeben, hat es viele Leute im Büro, die reservieren. Das ist, da merkt man dann, dass er schon ein bisschen nervös ist. Gut, dann du mal. Ciao, ciao, ciao. Ja. Die kleinen. In der Hochsaison, jetzt nächste Woche, werden wir insgesamt mehr oder weniger um die 100 hier oben sein. Und dann ist klar, dass halt der eine oder andere mir anruft. Und dann sind schnell ein paar Telefone am Tag. Ah, bitte Mess. Nein. Perché? Ganz neben der Talstation Schkuhl liegt der Bauernhof von Anina Maruk. Zusammen mit ihrer Familie bauert hier die junge Skilehrerin. Heute Morgen bin ich um 5 Uhr aufgestanden und habe von Ausmisten und Kühlviertel unten und Kälber betreuen und rausputzen und das Bett neu machen. Ja. Anina ist 21 und übernimmt gleich den Hof von ihrem Vater. Im Winter gibt es auch für sie weniger zu tun und für diese Zeit braucht sie einen Nebenverdienst. Darum hat sie den Kurs als Kinderskilehrerin gemacht. Letztes Jahr war ich bei der Bergbahn an der Kasse. Und für meinen Typ ist das nichts. Ich bin viel zu... Ja, ich muss mich bewegen, ich muss etwas machen, während ich arbeite. Ich kann nicht einfach auf dem Stuhl sitzen. Das ist halt verschiedene Charaktere. Das war für mich nichts. Dann habe ich lange herumgesucht und dann hat mir jemand gesagt, ja, Skilehrer, das wäre noch etwas. Letzte Woche hat Anina die Ausbildung zur Kinderskilehrerin abgeschlossen. Jetzt freut sie sich auf ihre erste Saison auf der Piste. Bei der Talstation treffen sich jeden Morgen die Skilehrer von Schkuhl. Der David Frank, der Ledigbauer aus dem Südtirol, hat schnell ein Auge auf Anina geworfen. Beide sind fast gleich alt und beide Bauern. Sind Braunvieh? Ja, Braunvieh. Ja, doch, der eine wohnt. Der ist schon der Hof. Dein Hof, oder? Ja, mein Hof. Der von meinem Vater noch. Ja, aber der gehört mal dir. Du übernimmst doch den Hof, oder? Ja, ziemlich gleich mal, will ich nicht übernehmen. Das ist ja super gelegen da. Der Hof, da ist Piste, 50 Meter, bist schon hier im Skigebiet. Genau. Das ist ja super. Das ist genial zum Skischuhen. Wo ist es schön, du? Das ist nicht schlecht. Ja, dann, jetzt schneit es gerade, dann vielleicht am Abend haben wir einen halben Meter Schnee, dann können wir gerade die Talabfahrt fahren. Und heim. Dann gehen wir gerade zu deinem Hof. Machen wir Hofbesichtigung. Super. Die zwei haben das Heu auf der gleichen Bühne. Ja. Was haben wir? Braunvieh, oder? Ja, Braunvieh. Braunvieh? Milch. Original Braunvieh. Genau. Schon? Ja, nicht schlecht. Wir haben Grafvieh daheim. Ja. Weißt du schon, was das ist? Oder? Ja, ja, auch schon gesehen. Ja, gut. Wie viel haben Sie denn? 24. Ja. Ah. Und Aufzug. Biologisch oder konventionell? Biologisch. Ach schon? Ja, ja. Brav. Vollbildlich. Nein, wir sind auch biologisch daheim. Ja. Mhm. Genug Süßholz geraspelt. Jetzt ist Arbeiten angesagt. Questo Reis, Und bist du bereit, David? Startliste? Ja. Musst du noch holen? Nein, ist schon da. Das tue ich austeilen. Genau.
und dann gehen wir zum Start. Sobald du deine hast, kannst du raufgehen. Ja, das ist gut, ja. Heute ist Freitag, der letzte Tag der ersten Skischulwoche. Zum Abschluss gibt es immer das Skirennen. Sind wir schon fast komplett, oder? Ja? Hopp, aufstehen! Jetzt wird's ernst. Hopp. Nummer 6. Ausschließen. Ja. Bist du nervös? Ja. Aufgeregt? Ja. Das Kinderskirennen ist jetzt nicht ganz Woche das Thema, aber so 2 Tage vorher fragen schon Kinder, wenn ich Skirennen und wenn wir das trainieren und also Kinder sind schon, freuen sich denke ich schon auf dem Skirennen und sind ein bisschen angespannt auch. Soll ich ein wenig helfen? Ja. Ja? Wäre nötig. Dann komm, mein kleines Baby. Oh, hör auf damit. Okay, mein großes Baby. Hör auf. Ich will kein Baby. In dieser Woche haben die Kinder viel erlebt mit dem David. Und sie manchmal in Schnee gefallen. Aber am meisten hat es Spaß gemacht, wenn David hingeknallt ist. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja. Will ich das? Ja. Das war wahrscheinlich ein anderer Skilehrer, oder? Nein. So, seid ihr fit? Ja. Bis Skirennen? Geben wir Vollgas, oder? Ja. Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Hoi! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Hoi! Wer sind die Schnellsten? Wir! Wer ist der beste Skilehrer? David! Das war Spaß. Mit Skiwärme, hopp! Mit Springen, Vollgas! Wer ist die Schnellste? Hopp, 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 hopp! Schneller! Gut! So, und jetzt sind wir warm, oder? Ja! Jetzt kann es losgehen. Links ums Tor, gucken. Geht schon. Start. Und. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Das Skirennen ist der Abschluss der Woche. Das ist Tradition und auch der Höhepunkt. Bravo! Hopp, 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 hopp. Das war's aus der Gruppe David. Geht's gleich los mit der Preisverteilung. Es sind übrigens alle super gefahren und es ist war ein sehr spannendes Rennen. Die Zeiten sind sehr eng beieinander. Auf dem 2. Platz ist die Lara! Bravo, gut gemacht. Danke. Ja, und die schnellste war die Liz mit einer Zeit von 25,19. Bravo! So, bravo. Die 3 Frauen sind heute die schnellsten. Also 3 Frauen vom Podest. Ich würde sagen, das ist Frauenpower. Wir haben es gemacht, wie David gesagt hat. Ja. Was ist unser Motto? Ja. Nein, Erste zu werden. Ja, mir bedeutet das schon viel, wenn ich sehe, dass das Kind Spaß hat, dass das Kind glücklich ist und dass sie was bewirkt, nicht, dass es nicht langweilig ist. Also ich denke, das ist schon eine Freude für einen selber. Als Skilehrer fühlt man sich dann schon ein positives Gefühl. Im Stemmbogen nochmal mit dem Lieblingsskilehrer David der Hangster ab. Das ist die letzte Abfahrt der Woche. Es ist Zeit zum Abschied nehmen. Alle da? Ja. Super. Mach's gut. Ja. Tschüss, gell? Danke für die schöne Woche. Bitte schön. Ja. Bitte. Vielleicht bis zum nächsten Jahr, gell? Tschüss. Luke, bitte schön. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Ja. Papa, du bist doch schön. Tom, bist du auch weg? Ja. Gut. Ich bin ein wenig traurig, ja, weil ich nicht weiß, ob wir wiederkommen nächstes Jahr.
Und ja, weil hier viele liebe Leute sind. Und es hat mir auch Spaß gemacht mit ihm. Und deshalb, ja, es sind auch viele Leute lieb, also hier. Und ja, ich bin ein wenig traurig auch. Ja, sicher denkt man sich, die sind jetzt nicht gewesen, die hätten vielleicht noch eine Woche länger können bleiben. Das denkt man sich schon, aber dann freue ich mich wieder auf nächstes Jahr und hoffe, dass die vielleicht wieder bei mir sind. Ja gut, dann vielleicht bis zum nächsten Jahr. Ja. Gell, tschüss. Lies, tschüss. Macht's gut. Ja. In der nächsten Folge kutet's. Nina verliert mitten im Sturm ein Kind. Mir fehlt einer schon. Das ist der Albtraum von jedem Skilehrer. Der Johnny Putzi hat bei diesem Sturm ein anderes Programm. Es ist kalt Wetter, wenn wir einkehren. Die Lawinengefahr steigt von Minute zu Minute. Wir müssen einkehren. Er weiss die Gäste zu unterhalten. Johnny, da hast du mal durchgeschnitten, ja? Ja, da habe ich mal durchgeschnitten. Soll ich die Geschichte euch erzählen? Nicole Jeanette ist gefordert. Als erste Frau kann sie mit den besten Skilehrern Show fahren. Wenn ich die Formation nicht auswendig kann, dann kann ich die ganze Gruppe mit mir stürzen. Das und noch viel mehr gibt es nächste Woche wieder bei SRF bei den Leuten, die Skilehrer. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.